wat mij allemaal erop aankomt, wanneer we kerk bouwen down dat is dat. Wel, ik wil nog dit geven en we doen een huis bouwen en wanneer we dat huis hier vorig, ons huis hier vorig hebben, dan zijn er nog een paar derde even gebleven, een venster wat niet ganz opgeht, dat willen we dan ook nog geven. Ons hebben het al zo schijn gewoon hier met jullie leraarstop. Hij gisteren een gouden dag gehad. En wie kijken op naar jullie, ons hier dat schijn. Wanneer we zijn woord hier gedaan. En wie kijken naar jullie. En wie in sterben jullie. En wie gleichen dat te zijn wat een levenskerk aangeht. En ja, we zijn pas sehr schaftig, dat we hier kunnen met jullie top zijn van daar. En dessen waar je een klein beetje beter kan leren. En een beetje gemeenschap hebben met jullie top hier van daar. Aber wie gleichen jullie leraars, wie gleichen en kan je zeggen, je hebt leraars wat bezorgd zijn om jullie en dat het wat niet bloos dit hier is dit zo bijna deze vrije wijn zijn, maar ze zijn bezorgd om jullie dat we ook weer uitrekenen, we weer gaan en ze hebben hard apparaat gestaan wanneer het komt om de kerk leiden. En zo ik wil bezorgen, je hebt zeer goede leraars hier in de kerk wat wel zijn. Om dat ganze Ding wieder te leiden, nicht wie ein Ernst, aber was Gott will doen der Jünd alle. Wel, host ich hier ein bisschen klein bisschen unsere Familie introduceren, klein bisschen sagen, wer wir sind. Und so, ich hatte das erste Bild da von unserer Tochter, Cindy. Sie ist befreundet mit Jakey. Und sie schaffen in der Kirche mit. Jakey ist unser Anbetungspastor, der was Singleiden anleiten, Worship Pastor. Und auch unser Jugendpastor. Und Cindy dat für in der Stadt in some areas auch mit schaffen da. Und dort kann ich unsere kleine Großtochter sein. Dort wo ich meine früher ein bisschen steil gehen, wenn das sonst erst das Großkind. Und so wie dann uns bis bitte, wenn ich sage, Beruf mit unserer kleinen Großtochter, was wir haben. En aan het nächste beeld wat je dat kan zien, dat is onze dochter Michaela en haar man Stanton. En Michaela heeft ook een stoot in de kerk, was is er opgewassen, heeft er lang gezongen in de kerk, waar je vielleicht mal einmal hier zijn. En nu is zij bevriend met Stanton en zij wonen in Canada. En ze zijn al een beetje een jaar door geweest, we hebben nog niet gezien vandaan wat zij zich bevriend en dan voeren ze voort naar Canada. En so we zijn ja bloß over Zoom nogmaals. Maar dat zijn Michaela en Stanton. En dan het nächste, dat zijn onze jongste beide kinderen, die zijn hier met ons top, Alyssa en Jordan. En en van mij en mijn vrouw hebben we niet een beeld. Wij ons zit nog zo smak, we breken niet mal een beeld van ons. De jonge mensen moeten allemaal een beeld hebben. Ons zit nog zo fijn, we hebben niet mal een beeld. Dat is wel onze familie is. We zijn in levensfase, die was vandaan is de kerk aanvang. En ons wordt meest voortstaan bestätigt als predikers, als elders. En hebben we eens de kerk geleid. En nu is het nu als even het laatste, meestal 3/4 jaar, half jaar, een beetje meer. Als het waar ik neem, kwam als de senior pastor, als de leider. En dat is het doorschafft in levensfase. We gaan ook moedig ver weg. Dingen gaan zij geändert door voor ons. En aber we gaan ook moedig ver weg. De kerk is gezond, de worst. En we kijken waar we kunnen ook anderen ook in sterten, dat het niet bis in onze vrije wijn blijft. Ik heb vandaag een bijzonder woord voor jullie, wat ik geloof wat de kraak is voor jullie. In een maat van hoe je bent in jullie buurproject, en ik naam dat buren. En ik weet, je zijn kraak nu met het alle te doen, en wie feilen den excitement, wanneer we met jullie top hier zijn, met de leiderschap zijn, en zus je dromen, zus je verder weg gaan. En ik ga een woord voor jullie, bis zum jullie motor spreken. En de maat van hoe je bent, bis verder weg gaan, wieder schaffen, en dat plus zijn vaardig te krijgen, krijgt waar je nu bent, met een schaffen. En zo ik naam dat buren. God zijn direct buren, verhältnissen buren, en de kerk buren. Dat zijn wat het gaat. We willen de kerk buren, verhältnissen buren, en wil God zijn ding, God zijn de kerk wieder buren. Wanneer we denken, wer is God? Ik wil door met aanvangen, wo is God? En God, der is een buur. Dat is mijn eerste punt. God is een buur. Hij heeft een natuur, hij heeft een karakter van buren. Ja, dat schijnt buren. En alles wat we zijn, wanneer we ons ramvoeren, wanneer we dingen zijn, God heeft dat gebeurd. Gisteren weer we hier met jullie leiderschap in een boy en je voor something azul. Ik zeg ojos azul, maar het is like Rio azul or something. En we zagen die boy daar. Die boy wat er zijn, die heeft God gemerkt. God heeft dat alle gemerkt. En manchmal vergeet wie van wer is die wat het gemerkt heeft. Wer wanneer de zon enger gaat en het zijn schmakker zonne sunset is, de zon enger gang. God heeft dat gemerkt.
En daar wil van deel met aanvangen. God heeft de Sternwelt gemerkt, al die dingen wat we zijn. En de wissenschaftler die zeiden ons dat de Sternwelt, die wordt nog einmal groter. Er wordt bis noch einmal mehr Sterns sein, als wenn sie mit ihre Dinge in der laufen und kicken down. Und Gott, der merkt mehr Sterns, bis mit dort er redet. Er braucht bis was sein, und dann passiert das. Und ich glaube, dass, even wenn wir die Kirche bauen, manchmal wird sich so viel, wenn bis mal das sehen, dann wieder da, aber wie man die Arbeit tun. Aber Gott, der schafft Dinge bloß mit dem Reden. Er sagt, bis was soll passieren, und dann passiert das. Und die Sternswelt, die warst. Wir wollen anfangen mit, wo Gott uns hat gemerkt. Und so wir anfangen, 1. Mose 2, Vers 7. Und da sagt es, und Gott, der Herr, der formt einen Mensch von der Erde und pust den Leben ja Odem in seine Näs und er wird ein Leben ja Mensch. Wo trägt nach das Wort, er formt. Er formt den Mensch. Und wenn wir kicken nach das Wort form, das ist ein bisschen, wenn wir was Taub drecken down, oder Rüt drecken, oder Taub, wenn ich kriege, was man gesagt hat, ich schaffe in einer Fabrik für Jahren. En in een fabriek hadden we een praat en die praat dat biedt blaag eraf en dat direct dat blaag traag en weer de laag uit de baan en alles, dat had zijn shape gekregen. Jene kar en jene trucks, die fenders, die zijn eruit gepraat. Dat hebben ze eenmaal eraf voor en dan is dat gepraat en dan dat is waar de fender is. Ik stel me zo ver dat we een beetje een naad de eerd is nu en God die nam een hand in zijn, een eerd in zijn hand en hij direct dat op en hij puist een levende odem nam, zat hem eraf en door wie adem. Hij vormde hem. Hij vormt hem. En dan zegt het in vers 22, Gott der Herr, der milk eine Früh von den Menschen in Rab. En dit woord milk, dat is werkelijk, meint dat buien. Hij beeldt, hij milkt dat. Dat weer niet bloß gevormd, hij milkt dat. En ik would zeggen, hij heeft een betere arbeid gedaan met dat. Zij aan een maandag, voor al die wat bevrijd zijn, die kunnen amen zijn. En aber, ja, because hij noemt zich meer tijd. Dit had al er nog van geschaft. En dan milk hij de früh. Hij buurde. Hij buurde früh. En wanneer God wat buurt, wanneer God wat milk, dan redt hij allemaal te dat denk van waar dat zal van herkomen en wat dat van zal in herholen zijn en waar dat wordt terug nog aangaan. Vielleicht kan je dat nog niet ganz verstaan, meest voor zwei, maar wanneer hij wat merkt, dan redt hij te dat denk van waar dat zal van herkomen. So de eerste denk dat zegt, in 1. Mose 1, dat zegt dat Gott sagt, laat de Erde gewas verbringen. Ik had het bis kort gemerkt, planten, Bäume met vruchten en grains en dat al die dingen wat de wassen doen. So hij redt te de Erde en dat komt uit de Erde uit. De oorzaak waarin ik dit zei is dat Bäume, die komen uit de Erde en die zijn in herholen van de Erde en die gaan weer terug naar de Erde. Wanneer we kijken in 1. Mose 1, vers 22, dan zegt het, en God zegt, en laat dat water met verschillende tieren schwarmen. En al die vissen, al die dingen wat in water zijn. Die vissen die zijn in herholen van dat water. Die kunnen niet ohne water leven. Die moeten in water zijn, omdat ze kunnen leven blijven. En dan zegt het dat, en God, in 1. Mose 1, vers 22, de nächste vers zegt, en God zegt, laat levende tieren op de aarde zijn. En hij redt waar te de aarde en levende tieren komen. Wilde tieren, alles wat hij krijgt. Ik had die vers de best kort gemerkt. Maar hij redt te de aarde. En zo we weten dat de tieren, die zijn in herholen van de aarde. Die komen van de aarde, want hij zegt, en die zijn in herholen van de aarde, al het gras en al die dingen wat er was. En die gaan terug naar de aarde. Maar hier is het interessante ding. Is God ons wil, is hij die wil, dan redt God te zichzelf. God redt te zichzelf. 1. Mose 1, vers 26. En in de andere vers zegt het alle, en God zegt. In dit een vers zegt het, en dan zegt God. Dat is een beetje zoals hij zegt, oké, nu werden we mal ganz frisch ontvangen. Niet frisch ontvangen, maar dan zegt God. Weil wir Menschen merken, die so sind, als wir sind, und die uns leugnen. Wer wir wie? Wie wir dann nicht? Hij redt zu sich selbst, hij redt zu Jesus und zu den Heiligen Geist. Hij sagt, weil wir Menschen merken. So hij redt zu sich selbst und so wir sind von Gott gekommen. Wir sind von Gott. Und ich will bisher soll es wichtig sein, Gott hat uns gemerkt. Gott hat uns gemerkt, zu den anderen Dingen sagt er zu der Erde, lass es von der Erde kommen, aber was er uns will, dann redet er zu sich selbst. Und dann sagt er, weil wir Menschen merken. Und das ist uns, wir sind, und das ist uns leugnen. Gott hat uns so gemerkt, dass wir am leugnen.
Wie legt er an mit ons Charakter, mit den Dingen, die wir tun, all die Dinge, die uns interessiert, die Dinge, die wir bühen. Gott ist ein Büher, uns interessiert auch zu bühen. Gott interessiert, wenn die Dinge wiederkommen, uns interessiert das auch. Er hat uns so gemerkt, das wird arm liegen da. Und dann nu will ich vielleicht sagen, wach mal ein bisschen. So, wenn das ist dort zuerst, dort Gott, der hat uns gemerkt, seht wie nicht erst, wir sind von der Erde. No. Wir sind nicht von uns Körper, ja. Er nahm uns Körper von der Erde, aber nicht uns Geist. Ons Geist, der kommt Glück von Gott. Gott hat sein Geist uitgeschaut auf uns und er erhält uns. Gott erhält uns. Wenn wir ohne Gott können wir nicht gehen. Gott erhält uns und wir gehen zurück nach Gott. Nicht der Körper, aber uns Geist ja. Uns Geist wird immer bestehen bleiben. Und so, unser Körper gehen nach der Erde, aber nicht uns Geist. Gott, der hat uns gebüht von sich selbst. Er redet sich selbst. Und das von wo wir herkommen. Es ist nicht wundervoll, wenn wir denken, Gott, der hat uns gemerkt. Die anderen Dinge, der sieht er zu der Erde, und im Wutter, und bei uns sieht er will uns merken, und dort wird der Arm wieder lecken. Nu, ich weiß, dass unsere Körper, die sind in der Höhle von Frucht und von der Erde. Von der Erde. Ich meine, die sind in der Höhle von Frucht und Grains und Ice Cream. Nein, nicht Ice Cream. Well, das wird gerne sein, nicht? Ich meine, Kieh hat gemerkt, die eten groß. En van Gras je het maal, so ja, aber je weet van wat ik red. Onze Körper sind in der Höhle von der Erde. Men, wir hatten gestern schöne Frucht von Ben und Margie ihre Apfelbaum. Wir sind in der Höhle von dort. Onze Körper ja, aber uns Jes nicht. Uns Jes ist in der Höhle von Gott. Nu, was wird passieren, wenn eine Plant auf einmal wird sagen, ich riet mich uit. Ich sehe durch. Ich riet mich uit die Erde uit. Ich will mich selbst weiten. Ich sehe Salzkraut, ich brauche nicht mehr die Erde. Was wird passieren? Die Plant, die wird dort gehen. Und wir Menschen, die Menschheit, die kriegt dort. Wir Menschen drehen uns hin, Gott, Armen einfach darin sehen, wie wir uns selbst weiten. Wie wir uns selbst weiten, ich riet mich uit, die Erde, ich trage mich weg von dir, Gott. Und Gott, der sieht, die Minute, was du das, den Tag, was du das, wirst du sterben. Jässlich. Nicht dein Körper, aber jässlich wirst du sterben, oder die Weg tragst von Gott. In Epheser 2, Vers 1 sagt er dort, je werden in Sünden jässlich dort, als je noch so leben, als die Welt dort verlangt. Es hier anfangen so zu leben, als die Welt dort verlangt, wie wir jässlich dort. Jässlich dort, wenn wir können nicht ohne am leben. Aber die gute Neuigkeit ist, hier gleich haben wir die gute Neuigkeit, dass Gott ist nicht bloß einer, der die Bühne hat, aber er hat auch nie merken. So ist Rebuild. Der wird den Motor fixen, dann würde ich noch machen, sagen, das ist ganz stark geworden, den Motor. Aber wir haben ihn Rebuild, wir haben ihn nie gebaut. Dann haben wir den Motor, aber er ist Rebuild. Und nicht bis dat Gott uns einmal bauen, aber er will auch wirklich uns noch nie zu bauen, uns noch einmal ein Rebuild zu geben. So heißt ein Bücher, am interessiert das. Er möchte uns rein ganz nie. In 2. Korinther 4, Vers 17, kann den Vers sein, da wenn wir in Christus ist er nie ein Mensch. Da wird er vorher wie, ist nicht mehr. Er ist nie nie geworden. Er ist nie gemerkt. Er ist nie ein Mensch gemerkt. Gott ist ein Bücher. Er gleich Dinge zu bauen. Und Gott hat die Dinge gemerkt, hat uns gemerkt, hat uns nie gemerkt. Und das ist nicht bis das Große bloß passiert. Auf einmal ein wieder da bloß. So denken wir vielleicht manchmal. George Washington, das war der erste Präsident in den Staaten. Und wir haben die Geschichte von Armen, dass die vorher Armen gelehrt haben und so weiter. Eine tolle interessante Geschichte. Weil wir in Christel ja Präsident, aber es ist ein junger wie, dann die sind vorher im Garten planten, planten, mit den ganzen Namen da, George Washington. Und dann ist die Planten abgegangen, auf einmal kommt das kleine Junge an und sagt, Dad, check mal, mein Name, wie ist mit der Kamm steht da hier. Er sagt, mein Name geht da ab, George Washington, der ganze Name. Und dann sagt der Führer, ist es nicht interessant, dass das bloß gerade so passiert ist? Und nun sind die Planten da abgegangen, nun ist mein Name hier zu sein. Sagt der Führer zu den kleinen Jungen. Der kleine Junge, der guckt nach seinen Führer und sagt, ich glaube, du hast das getan, Dad. Und dann sagt er, ja, ich habe das getan. Ich plante die da, als dort zu haben, wenn ich will die Lehre von den wirklichen Führer. Und der kleine Junge sagt, bist du nicht mein Dad? Bist du nicht mein wirklicher Führer? Und dann sagt er, ja, ich sehe den Dad hier auf der Erde. Ich sehe den Führer hier auf der Erde. Aber den jährlichen Führer im Himmel, dort wird das alle merkt passieren. Dort wird das merkt wassen. Dort wird alles gebüht haben. Und es ist dort so lehrt er an, was das wirklich meint. Und
Mein nächster Point hier ist dort, Gott, der baut auch sein Haus. Gott baut sein Haus. Und wir lesen dort ab vielen Stellen in der Bibel dort, Gott, der redet uns, wann wir dort Haus sind. Er sagt dort, er will eine Wohnung haben, wo er kann wohnen. Wo er eine Wohnung steht, wo er kann wohnen, dort bist du steht, wo er, und wie sagen manchmal, ich habe Gott in mein Hort, er wohnt in mein Hort, und so eine Dinge. Und dort sagt alles so, Gott, der baut sein Haus. Und Gott, der baut dein Haus, wo immer du bist, in dein Leben. Und ich glaube, wir würden alle sagen, Gott, der hat uns an sein Haus geschafft. Amen? Gott hat an mein Haus geschafft. Wir sehen nicht mal, also sag mal, wir, Gott, der hat an mir geschafft. Ich meine, wenn ich kicke nach uns, und ich kicke nach unserer Familie, und die Dinge, die Gott hat von uns getan, Gott hat uns an sein Haus geschafft. Wir sind noch nicht da, wir wollen noch mehr remodeln, er soll noch mehr Dinge nie merken, aber er hat einen Teil an uns geschafft. Gott, der baut sein Haus. 1. Korinther 3, Vers 9 sagt es dort. Wir sind Gott seine Mitarbeiter und wir sind Gott sein Ackerwerk und Gott sein Bauwerk. Er schafft an uns. Er bleibt beim Schaffen an uns, because wir sind sein Bauwerk. Und ich weiß, wenn Sie in einem Markt sind von einem Building Projects, das Sie hier tun, wir wollen dort nicht einmal am Bau, wir wollen dort fertig machen, wir wollen Fährwerk gehen, wir wollen dort Bauprojekt fertig machen. Ich meine, das kann lang werden, wenn einer anfängt zu bauen, nicht? Das bleibt bis beim Bau, nach hier noch verbessern, und so verschaffen sind wir hier, wo wir noch ein Fenster nennen können, wo immer das alles ist. Und so hat Gott mit uns. Wir sind sein Bauwerk. Er bleibt beim Schaffen mit uns und uns schäpen, so er dort will, dort wie soll sein. 1. Petrus 2, Vers 5 sagt es, en Lot von jünd, so es von lebenden Steinen einen jährlichen Tempel gebaut worden. Er redet von, wie sind der jährliche Tempel, wo er will bauen, wo er kann gerne wohnen. Und so heißen Bücher, Gott leicht zu bauen, und er baut sein Haus. Epheser 2, Vers 19, 20, 21 und 22, die Versen sind es dort. Dann sind ihr nicht mehr fremde Wanderer, aber Mitbürger en heilige Glieder in Gott seine Familie. Ich kijk die schnell dat Leid, was jeder sagt, dort im Himmel, da sind keine Orphans mehr. Im Himmel sind nicht mehr Wanderer. Und wir sind hier auch nicht mehr Wanderer. Wir sind hier Mitbürger in Gott sein Reich, in Gott seine Familie. Wir sind bis einfach Part von dort. Die ab der Apostel und Propheten ihren Grund gebaut ist, woran Jesus Christus selbst der rechte Eckstein ist, der den der ganze Bau taub hält und was. Das ganze Bau, was er hiervon redet, der ganze Bau, was er taub hält und was, das ist Jesus Christus seine Kirche. Das ist die Kirche, was er gebaut hat und was er baut, wo das alles taub bleibt. Heißt der rechte Eckstein und dort bleibt taub, das hängt alles taub, die Kirche, die bleibt taub und die was. So, dort hat von unseren Herrn einen heiligen Tempel gehabt, in dem sei je ook nie gebeurd. Hier redet waar van dat we zijn nie gebeurd, have ons rebuild, we zijn nie gebeurd, zodat God im Jes eine Wohnung hat. So, er will eine Wohnung haben. Er baut in uns, dass er will eine Wohnung haben, wo er kann wohnen. Das ist die Hauptsache, wo Gott uns baut, wenn er will in uns wohnen. Gott will in uns wohnen, er will uns leiden, er will in uns sein, und das will er uns baut. Nu, wenn wir sagen, dort ist dort ist, wenn die Bibel sagt, okay, das so, dass er wohnt in uns. Wieso würden wir dann Kirche bauen? Wieso würden wir Gebiete bauen, wenn wir das Gebiet sind, wenn er in uns will sein? Das große Gebiet, was wir hier bauen, dann. Wieso würden wir das tun, wenn wir das Gebiet sind? Well, das sei ja klar, because Gott der sagt, dass wir soll taub kommen. Er will haben, dass wir soll versammeln, wir soll taub kommen auf eine Stadt, wo er zu uns reden kann, wo er uns kann treffen. Und Hebräer 10, Vers 25 sagt es dort. Von der Versammlung wegbleiben, so ist eingedacht, das wollen wir nicht. Aber viel lieber uns in ein anderer Motto sprechen. Und wenn es hier ist, so redet von Versammlung wegbleiben, das Wort versammeln hier, das meint assembled, das meint topgesagt. Das ist ein Ding, wenn Menschen sich treffen. Viele Menschen treffen sich manchmal mit taub. Die sind vielleicht taub getroffen, wie ein Ballgame, da sind tausende Menschen taub. Die sind taub getroffen da. Aber taub gesagt ist eine Kirche, das ist noch ganz was anderes. Das, was hier meint von Versammlung. Auf Englisch würden wir sagen, we gather, dann sind wir da taub gekommen, and we assemble, like wir sind taub gesagt. Ich arbeite in einer Fabrik, und wenn ihr mich hier fragt, was ist das hier, ich würde sagen, das ist ein Feitrailer, das ist ein Ganzer. Und ich würde sagen, das ist nicht ein Ganzer. Und ich würde sagen, jeder Beat,
wo das mit Isa soll hingehen. Wenn die Siede sind, wenn die Top was sind und jeder denkt. Als ein Bezus, wenn je vielleicht würde mir sagen, dass die haben einen Truck gekauft und würde beim Specker gehen sagen, und die würde mir sagen, das ist der Truck. Und ich würde sagen, das ist mir nicht ein Truck. Du hast das Stehen, du hast die Räder, du hast die Hut, das ist doch alles, aber das ist noch nicht top gesagt. Und wenn es hier ist, so redet von Versammlung, das wo wir top gesagt, wir sind Assemble, das ist einfach, wir passen top. Und das war das hier von redet. Weil wir nicht weich bleiben von, wo wir top kommen, wo wir Familie sind und wo wir top passen down. Und so, das ist ein Unterschied, dass wir top gesagt sind, dass wir bis top gekommen. Und je sind top gesagt aus der Kirche. Je sind eigentlich hier kommen top, und das ist der Stadt, wo wir versammelt sind. In der Kirche, wo wir hingehen, wenn es sagt, dass wir sollen nicht weich bleiben von dort, wie wir hinkommen, wo da war uns vor einem Motor gesprochen, wir wollen uns in einem anderen Motor sprechen. Das ist Gott zu uns redet. In der Kirche, wenn wir top kommen, ist das, wo uns gefeit wird. Wie war jährlich gefeit, je war hier jährlich gefeit. In der Kirche ist, wo die Menschen gerat waren, Menschen am anderen erleben. Und in der Kirche ist es, wo Menschen geheilt waren, physisch, jährlich, wo die Menschen waren freigesagt von Dingen, was ihnen festhält. Und das ist, was die Kirche ist. Die Kirche ist, dass wir uns hier reinmerken für das Werk, was danach kommt. Das ist nicht, hier ist das bloß Satten, aber die Kirche, wo hier ist das top kommt, das ist hier rein war, für was gerade was kommt. So heißt es, wie viel das wir sind in der Mad von der großen Erweckung. Und da wird Arbeiterbrücken, da wird bis auch mehr Arbeiterbrücken in uns, dass wir rein sind, für was das kommt. Das ist, was die Kirche ist. Und so die einzige Ursache, wo wenn wir ein Gebiet bauen, und das hier ein Gebiet bauen, dann, das ist zu mehr Menschen reden. Das ist die einzige Ursache. Wir bauen gerade das Gebiet, zu mehr Menschen reden. Und das Gott sehen will, Gott, der ist ganz gut mit, wenn wir Gebiete bauen. Das ist Gebiete, was wir hier zu bauen, und das große neue Building, was wir bauen, dann, das ist ein bisschen Bereitschaft, würde ich sagen. Das ist ein Element, das ist ein Tool, was Gott kann brauchen, in sein Königreich zu mehr Menschen zu reden. Und wenn er dort ist, dann werden wir mutig verweg gehen und sagen, Gott, ja, lehr uns in das, wir wollen bis mutig wieder gehen und den Recht wieder bauen mit das Gebiet. Und so, das ist so, dass wir bauen Gebiete, wo Gott uns treffen kann. Wo Gott seine Menschen zu einer Top kommen und wo Gott uns treffen kann, wo er heute kann zu uns reden. Und so, ja, das ist so, dass wir sind Gott sein Haus. Das stimmt, wir sind Gott sein Haus, aber die Bibel lehrt das ganz klar, dass sind Gebiete ist das, die Kirche dort auch nicht steht, wo die Menschen können taub kommen, und er nennt dort auch Gott sein Haus. Und er ist ganz gut mit dort, wenn er was ein Haus gebaut. In 2. Mose 24, da redet von dem Tempel, und ich habe ein bisschen Kartenport von dort, 2. Mose 24, 22 sagt es, aber wo ich mit die taub komme und mit die reden. Das ist nicht wundervoll, dass wir hier taub kommen, und hier so redet Gott zu uns in Gesang, durch die Botschaft, vielleicht durch somebody else, aber in der Kirche, wenn wir hier taub kommen, das ist, wo er zu uns redet. Hier, wo ich mit die taub komme, und hier, wo ich mit die reden. So viel Mal, wenn ich in der Kirche sehe, in der Anbetungszeit sehe ich, Menschen können mehr von dort vertellen, von Anbetung, aber so viel Mal in der Anbetungszeit, dann hier ich nicht sterben, und Gott redet zu mir. Ich feile ihm hier, und er ist hier, kann ihm hier von der Fall, kann ihm nicht feilen. Der Heilige Jesus ist hier, und er redet zu uns. Er redet zu uns, hier will er mit uns taub treffen, hier will ich mit dir reden, sagt er. Und dann sagt Jesus selbst, in Matthäus 21, Vers 13, er sagt, wenn er sagt, er seht an, das ist Jesus. Er seht an, dort steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus sein. Und er redet hier von einem Gebiet. Er redet nicht von dem Gebiet, von uns Körper, er redet von dem Tempel, wo die bauen wird. Die Menschen haben Dinge abgestellt, was er nicht gleich, hat eine Schacherie gegeben. Er sagt, no. Mein Haus, das ist Kirche, das ist ein Bethaus. Und er redet von einem Building, er redet von einem Gebiet. Das sind 3 Wege, wo Gott uns redet, hauptsächlich in der Kirche. Und wenn wir mit am Taub kommen, vielleicht eben auch besiegt. Aber hier sind ein paar Dinge, wo ich immer doch so zu uns reden hat. Und eins ist, er hilft uns Correction, oder Korrektion, ab die würde vielleicht sagen, Tragsaten, oder Utbetern. Ich gleich das nicht das Wort Utbetern, wenn mein Lehrer eine Schelde mir schon mal Utbetern. Und mir fällt sich immer so, der Kick bis um meine Fehler. Und das ist nicht so Gott das. Er kann nicht sein, wo sind deine Fehler zum Utbetern. Aber Gott ist leibtulich und er stellt uns trag, wenn wir arg sind. Und dann das nächste ist, er hilft uns Richtung, er hilft uns Direction. Er hilft uns Richtung. Erst nicht beseiden, dass wir arg sind, aber wenn wir arg vor sind, dann sagt er, komm träg. Und dann go diesen Weg, dann hilft er uns Richtung. Und dann das nächste, in der Kirche hilft er uns auch
inspiration. Hij geeft ons begeistering, plus hem wiedergehen. En dat geeft ons moed hem wiedergehen. Wie kwamen hier dat ze even dessen weg, even de boy, even den Schrotsweg hier, wat allemaal als den Karterweg. En nu wir uns ein bisschen verfahren, wir dann ein kleines Dorpje angefahren. Und dann frage ich das eine Tante, das wo wir haben, weil sie wir am Reich der Weg, dann sagt sie, no, je zijn niet am Reich der Weg, je moet am Weg en dort. En so dann geeft sie uns Richtung, wo wir sollen hinfahren. Wir sind eine schlechte Person? No, sie wenig. So geeft uns bloß Richtung. Wenn wir wieder hier fahren, wie wir gleich bei hier kommen, so geeft uns Richtung. Aber dann sieht sie noch, na, wenn ihr fahren, dann fahr ich so weit, dann will ich dann alle Haus sein. Dann wird das alle Haus, dann der Stein, dann den Stein, was einmal alle seht, wird das alle Haus dann dort anfangen. Und wie kijkt alle, wo sagt, oh ja, dort sind alle, oh ja, wir sind am Reich der Weg. Dort ist, was Gott uns tut in der Kirche. Er gibt uns Signs, er gibt uns manchmal prophetische Wort, er redet uns, er gibt uns in Worten, dann weit wir, ja, ich sehe am Reich der Weg. Er gibt uns Inspiration, er gibt uns Mut, und wie weit, ja, wir sind am Reich der Weg. Ihr stellt uns Trag, gibt uns die Richtung, und dann gibt uns Signs und sagt, ja, wir sind am Bereich, der steht, ja, wer bis nach wieder. Wenn wir hier bleiben auf diesem Weg, dann kommen wir da hin. Das, wo wir hinkommen, wenn wir die Richtung nur vor. Das ist, was Gott uns tut. Er gibt uns bis Direction. En hij heeft ons inspiration dat we kunnen wiedergehen. De König David, der had het in zijn hart dat hij wil ook een tempel bouwen, een groot gebied bouwen. Dat is wat je hier is dat zo ha. Mij anker een klein beetje van dat te vertellen en wo dat alle komen, wo ze een tempel kunnen bouwen. Maar hij had het in zijn hart dat hij wil ook een tempel bouwen en hij wil een stad bouwen waar God zijn mensen kunnen opkomen, waar God kan te aantreden. En zo zie je dat weten dat God, die zegt David, dat du wirst den nicht bouwen, aber die sehen Salomon, die wird den bouwen. Aber David, der heeft sehr veel Ressourcen, sehr veel resources, sehr veel dingen van wat hij had, van zijn geld en zelf, en al die dingen juist hij, tim den tempel bouwen, tim dat de mensen worden kunnen opkomen, tim God was dat zo treffen. En hij leidt de mensen tim, dat ze ook alle die wie zelfde visie hebben, tim vrijwillig te geven. Hij leidde dit in zwagen. Hij wordt met een deel inspiration geleid, met een deel visie wat hij leidt. Dit is wat we willen rekenen, dit is wat er wordt passeren. Wenn de mensen weer veilig te geven. En hier zijn een deel vers, aber mij ankert dat we danach durch te gaan. Die zijn in 1. Chronik 29, daar ik aanvang, vers 3. En hij zegt es dit. Wils mij God zijn huis, zodat het niet ziet. Hij vangt voets aan en dat is God zijn huis. Wils mij God zijn huis am hart ligt. Geef ik nog van mijn ene kapitool, wat ik van goud en zilver heb, en te mijn God zijn huis bouwen. En zo, hij geeft van zijn ene kapitool, omdat hij kan den tempel bouwen. En aan vers 4 zegt het, buiten dat, wat ik voor dat heilige huis geschaft heb, geef ik nog. Zo, wanneer het zegt, buiten dat mijn boven ever. Hij geeft al een deel te den tempel, maar hij zegt, niet bis dat, wat ik hier als Samariërs geef, boven ever nog. Boven Eva, buiten dort nog, zegt het wat hij heeft. Hij heeft nog goud en zilver en zijn dat zijn dingen die de wegen betrekken. En het gaat weer aan, hij zegt dat in alle werken zal de meester staan. Hij leent dat een beetje op, wer wat doen, dat er wat een structuur zijn, wer wat wonenarbeid doen. En dat is wichtig voor jullie ook, wer wat wonenarbeid doen, dat je een beetje einigheid kan verder gaan. Dat is waar we gaan gaan. En dat je weet wer op te woord is. En aber dan hier is dit zo de grote vrouw, wat David had te dat volk. En hij werd alle taubstallen niet zo ver. En hij zegt es dit in vers 5 en wie dan zegt er. En wer is nu wellens dem Herrn von der eine Gove te brengen. En deze Gove hier, dit meint nicht onze Goven, zoals onze Gove zum Singen oder zum verschiedene Dinge doen. Dat vielleicht ook, aber deze Gove, wat hij hier van redt, dat meint het geld. Wer is van der wellig, deze Gove te brengen? En dan zegt het weer dat de leraars en de voerders van jeder heim en al die wat over deze weer en wat over deze weer een lange geschichte. En hij zegt, die weer alle wellens te geven. Hier zegt het wat ze wellens weer te geven. En vers 7 en 8. En ze geven voor den tempelbouw goud, zilver, brons, ijzer en dierensteinen. Ik ging strikt op de dierensteinen. Wenn wat de mij allemaal erop aankomt, wanneer we kerk bouwen doen, dat is dat. Wel, ik wil nog dit geven en we doen een huis bouwen en wanneer we dat huis is vorig, ons huis is vorig hebben, dan zijn er nog een paar derde even gebleven, een venster wat niet ganz opgeeft, dat willen we dan ook nog geven. Dat is niet wat zij hier doen. Zij geven hier dierensteinen. Dat zegt me zoveel dat ze geven van dingen wat werkelijk wat wird weer. Dit zijn dieren dingen, dit zijn ons wichtige dingen. We geven dit ten den tempelbouw. En dan zegt het in vers 9, en ik geloof dit is waar je bent.
Und was moet zij je krijgt hier als kerk? Als levenskerk is hier van der. Zeg in vers 9, dat ganze volk vreit zich door Eva. De ganze kerk, die vreit zich door Eva. Dat zoveel reit weer tem geven. En zij weer met ganze hart daarbij en geven dat vrijwillig. Wat ik gleich van dit hier is, eerstens dat ze vrijwillig daar geven en dat ganze hart daarbij weer. Dat zegt ze weer met ganze hart daarbij. De Bijbel die zegt dat wo immer die Schatz is, daar wordt die hart ook zijn. Mensen die hadden manchmal verdreven en zeggen, wo die hart is, wat die Schatz. No. Wo die Schatz is, daar wordt die hart ook zijn. Wo die geld investiert hast, daar is die hart ook. Wo immer dat is, dat wordt niet bis immer alles op eine Stelle zijn, aber ein Part von die hart is hier bij de kerk, because hier hast du investiert. Ein Part von die hart vielleicht hast du op een farmerie. Ein Part von die is in die geschafft, oder wat immer geschaffen doen, wenn dort wo die geld hast, dann gedaan. Ein Part von wo die Schatz is, daar is die hart ook. En het kan zijn dat je hart is gegeven met wat je hier zit te doen, anders wordt het hier niet zo'n grote buur al gegeven. Je hart is hier, je schatz is hier, je hart is hier en je zei, je wil verder wegmoven met dit. En ik wil toemerken met dit. Dit is een gebed wat David had. Hij kwam voor God in 1 Chronik 2, 29, vers 13 en 17. En hij beet tot God en hij zegt, doe wel wie, unseren Gott danken in den herrlichen Namen groot merken. So sie komen alle voor God en dan zegt hij gaat weer en hij zegt dat, wat zie ik? Wer zijn wie als volk? En ik geloof, vielleicht zeg je ook een beetje door, wanneer je kijkt naar je buur en je zegt, wer zijn wie, dat we imstand zijn zoveel vrijwillig te geven. En dat je weer dan zegt, alles is van die gekomen. Ook deze goof hebben we eerst van die gekregen en dan die geeft. Alles wat we hier doen met den ganzen buur, alles wat we doen om de kerk im Rahmen houden, dat kwam eerst alle van die, zegt David. Dat is van die gekomen en nu hebben we die bus een paar teruggegeven. Hij gaat weer en hij betet is dat God. Hij zegt, Herr, ans God, dat ganze kapitool wat we topgebracht hebben, om dienen heilige namen een huis te bouwen, komt uit die hand. Wie weet dat komt uit die hand, God? Dat komt alle van die. En doorwijn, je heert dat alle die. Dat je heert alle die. Dat is levenskerk, de kerk hier, daar je gebied. Maar am eind vandaag gaan we best voor God komen zijn. Dat je heert alle die, God. Dat is alle dient. Dat is alle dient. Dan hebben we eerst alle van die gekregen. We hebben vrijwillig gegeven. We zijn in een buur, maar dat komt alle van die, God. En doorwijn, je heert alles die. Mijn God zegt, hij weer, hij beet, mijn God, ik weet dat u de mensen im hart kijkt en du die vrees, wanneer zij oprechtig zijn. Doorwijn heb ik dat alle uit een oprecht hart vrijwillig gegeven. En heb nu met vrede zijn, waar die volk dat wat fertig staat, dat alles vrijwillig en met vrede gegeven heeft. En dan de te laatste is dit, zo dit leg ik, en dit wil ik jullie plus metgeven. Als kerk hier, hij weer dan, hij beet, God, hou die volk, wie we kunnen zijn, hou die kerk, voor immer in deze gezending. Wat van de gezending? Den mindset, wat van de gezending? De gezending van vrijwillig en met vrijheid geven. En hoe wij dat im streven van je hart op die recht blijft. Hou die volk voor immer in deze gezending, dat streven van je hart op die recht is. Ons hart wordt immer op die recht zijn. Hou ons dat ons streven wordt zijn aan je recht op die. Het gaat je niet om ons, dat gaat je alle om die God. Dat gaat alle om die. En dat is een buur wat hier zo omgaan is, dat is best om mooie mensen rekenen. En hou ons dat ons hart wordt reich zijn. Dat is best om dat we kunnen weer gaan, als onze vrije wijn en was mooie mensen rekenen en mooie mensen kunnen trekken voor die. Dat is wat het hier is, dat zo gaat. Hou ons best dat ons hart wordt reich zijn voor die. Dat je hier alle te die. Dat je hier alle te die. Ik wil je best moed spreken in deze stad waar je bent. Ik kan zeggen, je bent in de maat van een buur. En ik ging eerst met de leraars met je ram en ze zei me wat het hier alles zal zijn en hoe de stage wat zijn en verschillende dingen. En ik kon best in moed zijn en de inspiration zijn. Ik kon best in begeistering zijn van dit best zijn vaardig te krijgen, mooie mensen te rekenen. En mij heeft dat moed om jullie best in je steden en zei, we best ver weg gaan. We best in deze gezending blijven en dat we voor ons hart reich hebben vergoten zijn. We best nog weer gaan. We hebben mooie geven, we hebben vrijwillig geven, omdat we dat kunnen vaardig merken en mooie mensen rekenen.
En so dat is mijn woord van de te vieren, dat we best wel in eenigheid kunnen wiedergaan. Ik wil vragen dat je opstaan. En wat mij wichtig is, ik voel de eenigheid hier, ik voel den Heilige Geest hier. En bij mij anker plus een zijn te beden, over den Bücher ist das. Und over de leiders, en jeder einer wat een hand aan haben dort. Ik weet, je had dat al gedaan, aber wie wel bis hinger jünt stehen, jünt enger starten. Von Lebenswasser, ut plus en mij als een pastor bis jünt enger starten sein, gut plus verweg. Met alle moed verweg, en dat voer ik me te meer mensen rekenen. Wel bis meer mensen rekenen, dat gaat hier niet om ons. En dat het wat plus een gouden tijd zijn, dat het wat in eenigheid kan de lijn gaan, dat het wat bis schijn gaan. En te laat waar we alle top komen als kerk, als volk, die waar kan top komen. En zeggen, wer zijn wie? En men, wer zijn wie? Wo wie dit verhoop im stand dit te doen? En wie waar anerkennen, oh, nu valt mij bij wo wen. Wenn du Gott, du bist ein Bär, du bist dein Haus. En wie haben die gegeven wat du ons eerst al hast gegeven. En daarin hebben we dit kunt alle doen. En alle prijs, alle dank, alle eer terug naar die hemelse Vader. Dankzij Jezus verdienen je woord, dankzij Heilige Geest, dat du in onze maat bent en dat du te ons redt. En ik bid dat, krijg nu voor levenskerk is en een maat van deze bu, dat du was best die hand even dat ha en dat de bu wat ons ja vorig was, wat we nu gedacht hebben, dat er wat plus zekerheid zijn, dat geen van de contractors waren, dat er wordt beschützt bleven, dat er wat keine dingen aanrecht gaan en dat er wat bis bozig verder weg gaan. Wo wenn wir sind die Gott himmlische Vater. En wie wil bis meer mensen erreiken voor die. Wie wil bis zijn we meer mensen worden in liefhol met die. Die worden in die huis komen, die worden die stem hier. Zij worden vrije zaad worden, zij worden amgeändert worden, zij worden nie gebuut worden. Nicht wenn uns aber die zu ihr. Wenn wir voll der Erwartung, was kommt, und wir sind in der Mitte von dort, und help uns bis, dass wir war bis in Wessel sind, dass wir war bis eine Korn sind, wo das bis was durchschälen, die Leben, die genau, was das bis durchschälen. Ich spreche nu bis krijg en zijn op de ganze Lehrerschaft, de ganze kerk hier, bloß dat er wat Einigkeit zijn, dat ze war bis een Schein gaan ha in dessen bu, en dat ze war bis naar die gedreht zijn, ze war dat kan bis anerkennen, du bist een bu, du bist dein Huis, en du bist levenskerk ook. Dankzij Gott voor onze maat zijn, dankzij voor ons Gott zijn, alle prijs, alle dank, alle eer, terug naar die in Jezus naam. Amen.